Schlagzeilen 30. September 2017: Entlassung und Privatjets. Der Gesundheitsminister, der mit dem Privatflugzeug reist, das war auch für Trump nicht in Ordnung. Jetzt ist Tom Price zurückgetreten. Der Präsident hat kein glückliches Händchen bei der Auswahl seiner Leute. Katalonien und Freiheit. Die Zentralregierung in Madrid versucht alles, um die Zahlmeister der Nation von der Abstimmung abzuhalten. Wahlzettel und Wahlurnen werden beschlagnahmt. Doch hilft das? Nicht jede Abstimmung führt zum Brexit, siehe Schottland. Illegale Einreise. Es gibt noch andere kleine Flüchtlinge, die oft von Touristen aus billigen, schmutzigen Hotels mitgebracht werden. Bettwanzen. Dünne kleine Tiere, die den Geruch von Menschen und deren Blut lieben. Und diese verbreiten sich immer mehr, weil sie sich in unserer riechenden Wäsche verstecken und dann einwandern. Rohingya und Wahrheiten. Die muslimische Minderheit in Birma flüchtet zu Hunderttausenden nach Bangladesch. Und die UN erklärt das Ganze als Albtraum. Die Staatenlosigkeit ist sicher ein Problem, doch die Gewalt der Islamisten darf nicht vergessen werden. Nachrichten vom IS. Eine Zeit lang dachte man, dass die Muslime einen eigenen Staat bekommen. Doch das Unmenschliche und Bomben haben das verhindert. Und deren Chef soll jetzt per Audiobotschaft gemeldet haben, dass er die Fortsetzung des Heiligen Krieges will. Babybrei und Tübingen. Wurde der Erpresser vom Bodensee in der Nähe der Schwäbischen Universitätsstadt und Heimat des grünen Rebellen Palmer verhaftet? Dieser sieht dem Mann auf dem Foto ähnlich und wird nun vernommen. Gefahr von Jamaika. Die FDP wurde von Merkel fast vernichtet, die SPD auch. Was wäre bei Schwarz-Gelb-Grün? Würden die kleinen Parteien so eine Koalition überleben? Die Fehler werden immer denen angelastet. Das Gute macht immer nur Mutti. Toter Radfahrer. Im Wald bei Zehlendorf wurde die Polizei auf einen verunglückten Mann aufmerksam gemacht. Hilfe war nicht mehr möglich. Doch was war passiert? Jetzt sucht man Zeugen. Rettung durch Wechsel. Ein neuer Trainer bewirkt manchmal was. Der erste FC Kaiserslautern konnte mit einem 3:0 gegen Fürth zumindest einen Schritt aus dem Tabellenkeller der zweiten Liga machen. Aber 5 Punkte aus 9 Spielen bedeuten immer noch den vorletzten Platz.